Herr Karteiser, Ehrenparteikollegin Fried Keup huet gëster op X freier Twitter Sondage gedeelt, den am Optrag vun verschiedene großen europäische Medienhäuser durch eine 8D, de Belgische Soir oder die Spanisch Zeitung El País gemerk gouf. Du hunn 60% vun de Befrotenheit zu Lützeburg der Auso zougestimmt. D Land geif zuviel Migranten opholen. Das liegt man wie den europäischen Durchschnitt. Herr Keup, net seht as dass an demselvichte Sondage oder laut demselvichte Sondage a kegem anderen europäesche Land die Migration als ein mannergrosse Problem ugesiegelt wie bei just 33% vun de Leiit soen et wäre Problem géint 53% am EU-Durchschnitt zum Beispiel bei engem Spëtzewert vun 73,4% sogar an der Tschechischer Republik oder an Bulgarien. Wie passt dat bei Ihnen? Also ich kann net de Sondage ha interpretieren schon den net vier Leiie, ich will aber vielleicht de pur Kommentare machen wie ze so, dat echtens Lützeburg eng ganz komplex Situation huet wat Migration ugeht. Us sech eng am grosse ganzen positive Erfahrung mat legaler Migration. Und dat beabflusst natürlich auch viel von de Leute. Sie viele Lützeburger, die kommen aus der Migration oder ein Teil von ihrer Familie oder hun eng Doppel Nationalität. Also mir hun us sech als Land eng ganz open an generell positive Erfahrung. Die meeste Leute muss ich allerdings betonen, wie gesagt, die italienische Migrationswelt, die portugiesische Migrationswelt, dat war eng legal Migration, die wurden hai erwünscht, die hun hai geholft, Land mal dobauen. Lo hummer eng Situation, die viel komplex ist. Min eng Migration, die zum Deel legal ist, auch aus Drittstaaten, Leute mit einer Blue Card, Leute, die Bewegungsfreiheit an der Europäischen Union, das ist eng mit der Grundfreiheit am Binnenmarkt für sich nutzen. Leute, die man auch brauchen für die Ökonomie. Das also alles gehört dazu dem Kontext, es ging so eng historisch oder eng aktuell legal Migration. Dabei können der war natürlich, das wo auch Herr Teino schon drüber geschwert hat, einen großen Teil illegal Migration. Und noch da muss ich differenzieren. Bei denen Leute, die illegal an Europa kommen, sind dort, die wirklich Asyl können aufrufen, aber berechtigt sind. Du hast kein Problem, von den Protektion international frohen, dann sie kriegen noch vom Staat auf eine Gerichtsstaat das konfirmiert. Also mir kein Problem da. Mit Getonieren eben ein massives Phänomen, wo Leute, die aus rein ökonomische Gründen an Europa rankommen, und da ist die Situation einfach die, dass Europa auch noch Lützeburg nicht packt. Als Kapazität wurde schon voll beim Herrn Asselborn. Und durch Leute nicht mehr alle können bringen. Und dann ist noch ein letztes Element, was ich will kurz so, wir müssen noch die langfristigen Konsequenzen davon bedenken, wenn wir ganz viel auch der Leute abgeholt haben, ob eine eventuelle Integrationsperspektive, wie sie sollen am Land Fuß fassen. Da der als für den Respekt aller Lettre von den Asylregeln, der Tisch nimmen in den Nurweise kann, dass in seinem Herkunftsland verfolgt wird, soll können hei bleiben, all die anderen müssen zurück, da das eine Position, die ihn vertreten kann, mir als extra human, die sind nämlich da der für ein human Asylpolitik stehen, das echt streng strikt, was mischt sie an ihrer Vue human. Dat wird so als wir mussten als tun das ratifiziert recht der Asylrechtskonvention an das in einem Staat für dat recht als Gesetz als zu respektieren das als ein Auftrag das der Politik so aber der Gericht so wir mussten dat respektieren sie also human an dem Sinn wenn man dat klar nobau gehen dem Message dat man strikt und die rechtlich Viergaben halen dann encouragieren man kein Leid also Jean Poolfaktor wie hinter zu zählen für Risiken op sich zu holen an der Illusion, dat ze da kennt den ever illegal arese, bei mir gesio, wat dummer da fir Drame verbonnen sinn, zum Beispiel op den Routen an Afrika mat Misshandlungen, die Risiko am Mittelmeer, an wo viel Leute dronk sind, einfach weil man die Illusion vermitteln oder den Andruck, den zum Deel wat die Lechtüre leider berechtigt, weil der den illegal Ares an Europa meiglich ass. Ich will so bei den Konsequenzen vun der Schaft man auch eng Konkurrenz an den sozial Schwächen, die verdrängen zum Deel durch illegal Migration Arbeitsplätze bei Sozialschwachen an Europa. Es gibt eine Konkurrenz am Logementsektor geschafft und dafür sind noch viele Leute nicht mehr bei uns, nur aus dem linken Spektrum muss ich gehen die Form von Migration, weil sie so dass eigentlich die sozial schwach auch bei uns die echt Opfer von der Form von illegaler Migration können sehen. Herr Karteiser, wann die am Europaparlament gewirrscht wird, hat ihr dem Pakt zugestimmt, so viel Fehler? Deelweis. Es sind 10 Rechtsinstrumente gewirrscht, die dort zur Diskussion und zur Aufstimmung stehen. Da sind dabei, die sind realistisch.
wichtig an neidisch, wie zum Beispiel ein besseres Screening, wo die Leute zu identifiziert gehen und die Grenzen, dass an eine Datei abgeholt gehen, alles das die Sache, wo ein Akkord an der Memberstaat besteht, weil das einfach zu mehr Sicherheit beiträgt an eine Reihe Phänomene, wie zum Beispiel die Monden auf verschiedene Memberländer oder so kann erschränken. Aber nicht bei allem. An ich meine, wenn man über den Pakt schwätzen, muss ich wissen, dass der wahrscheinlich überhaupt nicht umgesagt wird. Das beruhigt doch vielleicht nicht teilen, weil es schon eine ganze Reihe Länder am Ministerrat die gar nicht matt gedrohen. Das ist, dass überhaupt nicht realistisch, wie zu mengen, dass nur an 2 oder 3 Jahren das gehen greifen. Erstens braucht schon mal 2 Jahre, bis das alles an Nationalrecht theoretisch soll umgesetzt gehen. Aber 2 Staaten haben dagegen gestimmt, Polen und Ungarn, andere haben einen Teil, Tschechische Republik, Slowakei, ich meine, Österreich oder Österreich hat doch schon direkt verschiedene Oppositionen da angekündigt, andere auch, die skandinavischen Länder, Dänemark, Schweden und noch Holland mit der neuen Regierung gehen einen anderen Weg, sodass das ganz also realistisch gesehen überhaupt keine Verbesserung, wenn der Situation wird bringen. Feiere, wenn man nicht fundamental eine neue Approche kriegen, mit einer hoffentlich anderer Koalition auch im Europaparlament, geht der Chaos viel, wie man über die letzten Jahre erlebt haben. Chaos legal, aber auch zu leicht, wo ganz viele Migranten, die in der Situation leiden. Die Länder unterstützen, Herr Karteiser, da so eng Propos, die dir oder dir an ihrem Programm schreibt, so den die Leute op der Platz Hölle für viele Konditionen zu verbessern. Die logische Konsequenz davon ist natürlich auch, dass das Entwicklungshilfsbudget dementsprechend nur upasst. Du siehst aber mir retizent. Ist das kohärent? Ja, das ist absolut kohärent. Ich meine, die Entwicklungshilfe, was etwas wird aus den 60er Jahren vom letzten Jahrhundert stammt, an einem ganz bedeckend Erfolger hat, zum Teil als Schluss Korruption gewirrscht, also heinz du wo noch Erfolger an für Einzel Lokalkommunitäten ganz Flotsache, aber für insgesamt die Staat dann Männer. Wir wollen einfach progressiv die Entwicklungshilfe als Modell auslaufen lassen, an Handelsmöglichkeiten verbessern, natürlich fairen Handel, und noch die Investitionen an die Länder einfach richtig ökonomisch Projekte, Investitionen, die interessant Arbeitsplätze könnten an den Regionen schaffen, wie das leider auch da bleiben. Ich meine, das effektiv eine Kritik, die nicht unberechtigt ist, dass wir ganz viel Fertigprodukte dahin exportieren, auf Platz zu gucken, dass man mehr mit den Ländern an ein Partenariat kommen, wo so als ökonomische Standort können valorisiert gehen. Und darüber will man schaffen, weil wir ewig mit dem Modell Entwicklungshilfe für uns zu schaffen, den aber logisch schon 100 Jahre werden kommen, mit einem ganz gemischten Erfolg, als nicht ein Modell, den zur langfristigen Entwicklung von unseren afrikanischen Partner wirklich beitragen. Herr Karteiser, der Fall gesagt, ihr geht gewählt, da werde ich der ECR-Fraktion ausschließen. Das ist ja so. Ja, wir sind schon Member an der Partei ECR, also den Europäischen Parteienverbund von den konservativen Parteien. Aber wenn wir im Europaparlament sind, sind wir auch an der ECR-Fraktion. Und das sieht doch auch ohne Bauchweh? Absolut. Weil jetzt die Parteien dran trotzdem die Rechtsstaat bisschen mal face tröppeln, rechtsstaatlich Prinzipien sind ich als Person ja aber wichtig an Respekt. Sie sind ganz wichtig, und nicht mehr allein, ich ging so Ränge an der ECR. Mit das einfach so, dass Heinz dort den Devil dort Mauer... Fidesz ging zu Unrecht. Fidesz ist nicht dran. Fidesz geht aber sind nicht dran. Mir guckt Giorgia Meloni zum Beispiel, geht ja auch immer DAX zitiert, mit Menge Minuten, wenn ich so in Italien rundherum hun ich nicht den Eindruck, dass der Blick eng schrecklich Diktatur wäre an Giorgia Meloni, also aber Blick Präsidentin von unserem Verband. Nee, das sind einfach authentisch demokratische Parteien, die aber konservativ sind, und das ist das Problem von unseren Kollegen und den linke Parteien, weil sie fährten hier muss zu verlieren, und da die politische Alternanz, die sich aber auch können, da ich auch hoffen, dass sie könnt, dass dazu einen Murchtverlust von den linken Parteien feiert, und dadurch die politische Gegner leider ein bisschen dämonisiert, aber zu Unrecht. Ich kann dir auch vorstellen, Herr Karteiser, dass es zu einer breder Neuopstellung vun der Droite am Parlament könnt eventuell enger Fusion von denen 2 Fraktionen. Das ist schwer natürlich. Oder gibt dem zustimmen, wer der favorabel dafür, da gibt opposieren. Also das so, dass eigentlich op alle Bohren am Blick am Europaparlament ein groß Unsicherheit, also ein groß Volatilität, wenn zum Beispiel bei den Liberalen gucken, Renew Europe, du hast ganz viel Comedy am Blick, also sie wissen auch nicht, wie sie sich abstellen, nur die Wahlen. Das heißt, sowohl Rietzeburg wie Längseburg immer eng groß Volatilität wie gesagt an Entwicklungen. Mit der Idee als dat am Blick schwer zu suchen, sie und der AfD lo nicht mehr bei sich, wird an verschiedener Hinsicht eng möglich zu summen erbecht erleichtert. Das muss ich nur so nur verschiedenen Aussagen, die von der AfD-Politiker gemerkt haben in der letzter Zeit. Das ist für ihr schwer einfache Lo an der Idee zu summen zu schaffen. Das hängt vom Inhalt auf an der Politik. Ich will schon kein Brandmauer weder nur jetzt noch nur links. Das ist ein frohe politischer Toleranz
aller Respekt mit den Inhalt aus dat erzählt von mir also prechtstaatlich Sache können ähnlichen am Interesse von unsere Länder am Interesse von der Leute wo kein Grundrechter verletzt gibt man dann viel bis zu brauchen an noch eng positiv Erstellung zu den Menschenrechten bleibt und nicht kein Problem mit anderen zu summen zu schaffen.